So, grüß euch. Schön, dass ihr da seid. Seid mir nicht besser, dass ich nicht aufstehe. Ich habe da mein Ding da, mein Puffer da. Bin krank. Gibt es irgendwas zum Trinken nehmen? Einen Tee können Sie euch sieren oder einen Kaffee machen. Eine Apfelschorle saufen, das ist ja wurscht. Leitungswasser habe ich einfach betitelt. Aber jetzt muss ich gleich mal anfangen, da nicht lange umeinander schnobeln. Mit irgendwelchen Smalltalk. Also, ihr wisst schon, mit wem ihr es zu tun habt. Ich? Also egal wie er heißt, ich sag's jetzt nicht, aber na gut, ich bin der Martl. Der Lohenberger Martl ist mein Spitzname, Nachname sage ich nicht. Aus Sicherheitsgründen habe ich extra ein Sonderbild aufgesetzt. Das verzeihe ich noch später, warum. Es ist ja so, ich habe das seltsamste Schicksal der gesamten Menschheit, aller einzelnen Individuen, Männer, Frauen, Kinder, hab ich das allerseltsamste Schicksal. Und warum? Weil ein Zeitreisender aus der Zukunft mich besucht hat. Und bloß mich. Später vielleicht noch ein paar andere, aber ich war der Erste. Ich war der allererste Mensch, der von einem Zeitreisenden aus der Zukunft besucht worden ist. Du traust Leute da, meine ich, ja, da ist ein Kind, dann redet er mit so komischen Stimmen, ausschaut wie eine weiße Ameise, gell? Hat gesagt, sie haben gewonnen. Sie haben bei unserem Zufallswette, wir haben eine Wette verloren und sie haben gewonnen. Also, was wird noch gewettet? Sie gewinnen eine Zeitmaschine. Wir schenken Ihnen eine Zeitmaschine. Habe ich gleich zwickt, habe ich mich, watscht, habe ich wirklich da an der Tür gestanden, der halb große Moder, wie eine weiße Ameise, wie ein Alien. Da sagen sie, wir sind ein Außerirdischer, irgendwann mal gesagt. Nachdem ich fertig gewatscht habe, ich gemeint, ich tram und dann habe ich gemeint, so ist das nicht im Traum. Das ist wirklich, was ich erlebt habe. Vielleicht Drogenrausch, aber gar nichts genommen. Auf jeden Fall, da hat gesagt, nein, ich bin aus der Zukunft. Wir haben uns weiterentwickelt. Ich bin ein Homo sapiens ulterior prudens. Nicht Homo sapiens sapiens, sondern ulterior prudens maximus. Also irgendwie ein super vernunftbegabter Mensch. Da habe ich gesagt, aus was für einem Jahr kommen Sie denn? Nach Ihrer Umrechnung ist das Jahr 883.697. Ich hab mir gemeint, der spinnt da ein bisschen, der ist doch nicht ganz sauber. Das ist irgend so ein Zwergerl vom Zirkus, der da jetzt irgendeine Nummer aufzieht, der will wahrscheinlich Geld haben. Aber dann, hat er da irgendwie, irgend so einen Stab rausgeholt, hat's gemacht und dann zack, ja, dann ist da gestanden. Dann hat er die Zeitmaschine, wie schau, geht das noch? Ja, hat er bei mir die Zeitmaschine, abgestellt, hat er es reingetragen. Ja, da ist er da in meine Küche rein. Da schaut sich das einmal an. Das ist die Zeitmaschine. Ja, so, so schaut so, das Batscher drauf, da Festfesel da. Und da ist die Bedienung da drückst die Knöpfe, da stellst die Zeit ein. Das ist Geschwindigkeit. Das andere Ding da, weiter unten, ist die Zeit, wo du hinmachst. Kannst vor dran, hinten dran. Ja, so. Also ein bisschen warm angezogen habe ich mich. Wer weiß, wo ich rauskomme. Ja, jetzt hat er, ja, ich meine, so einfach ist das nicht, ich kann einfach da umeinander spielen und ihm zeigen. Er hat mir Bedienungsanleitung gegeben, hat er mir. Da wo ist jetzt den an, hat er hinten im Zimmer Platz umeinander da. Hoppala, mich. Das ist aufgeregt. Aber ich meine, ich habe nichts zu verlieren. Ist ja so, was ist, habe ich schon in meinem Leben? Wenn ich jetzt stecken bleibe in der Zukunft, was soll da kommen? Schmarrn Vergangenheit. 1981, wenn das Ding kaputt ist, da kann ich ja noch irgendeine Arbeit suchen. Da gibt es irgendeinen Pass bei irgendwelchen Gangster, gibt es neue Papiere. Und vielleicht suche ich heimlich meine Verwandten auch lieber nicht. Also bei die Zukunft ändern, das soll ja nicht sein. Jetzt geht's los. Tatsächlich. Jetzt bin ich da. Sag mal, warum ist mein Handy da auf dem Ding drauf? Was ist denn da passiert? Habe ich mich während der Zeitsprung immer rausgekommen? Das ist ja krass. Das geht noch nicht. Ich glaube, haben wir alle wieder schön zusammenbastelt. Beamen, hinter mir, wo bin ich überhaupt? Das ist ja ein Balkon. Was soll denn das? Also, das haben wir nicht gewählt. Oh mein Gott, jetzt ist da zu. Ha! Weil das ist ein Schmarrn, oder? Jetzt ist sofort der Computer fragen. Sakramento.
Computer, warum stehe ich am Balkon? Computer, antworten. Das geht ja nicht. Ah, nur noch schriftliche Antwortfunktion. Jetzt tippt er dort tippen und ich muss reden. Also Computer, sag mal bitte, warum kann ich da nicht, warum bin ich jetzt am Balkon? Sicherheitsethikprogramm. Innen drin wäre es Hausfriedensbuch. Vor 40 Jahren hat hier noch jemand anders gewohnt, der erschrecken könnte bei ihrem plötzlichen Erscheinen. Achso, ja, da hat er schon recht, das ist logisch. Also ich bin ja Einbrecher. Ich glaube, ich hab mich wieder hier auf den Schreck. Computer, das fährt Bedienungsanleitung. Wann kommt der Mieter nach Hause und lässt mich durch die Balkontür? Vermutlich nach der Arbeit. Ah ja, heute ist Freitag. Weil oft ist der Kerl nicht im Urlaub, sonst steht er ewig. Und die Feuerwehr holt mich raus, dann komme ich in die Psychiatrie und irgendwann macht dann die Zeitmaschine hin, das darf auch nicht sein. Weil da kommen wir gar nicht mehr weg. Ich wollte ja bloß ein bisschen Urlaub machen, 1981. Ich wollte ein paar Bands umschauen und dann wollte ich wieder heim. Und ins Jahr 2021 geht. Aber das kann echt heiter werden. Weil Computer, ich glaube, ich fahre wieder zu dir. Wenn der Kerl in 4 Stunden kommt, dann bin ich ja durchgefahren. Ich bin ja durchgefahren, das ist scheiße. Schau dir das mal an, da unten flackt der Schnee. Schau das mal an. Der Schnee liegt da. Da soll ja bald gut runter. Jetzt fällt mir da gar nicht ein. Weißt du was, jetzt bogen ich wieder zurück. Mir ist das echt spät. Das geht aber nicht. Computer, es gibt keinen Strom am Balkon. Achso, die Batterie funktioniert, aber muss erst aufgeladen werden. Computer, bitte mitteilen, wie schnell ist überhaupt die Zeitreisenfunktion. 1 Jahr pro Sekunde. Da haben wir 40 Sekunden gebraucht. Computer, ich möchte nach Hause bitte Zeitsprung vorbereiten. Im Moment nicht möglich, weil Energiekonfiguration muss neu berechnet werden. Also jetzt muss ich da warten. Jetzt muss ich, entweder kommt der andere mit Polizei und Psychiatrie und was weiß ich. Oder er, verzeih mir, Computer, kannst du mir bitte per Signal mitteilen, wann die Zeitsprungfunktion wieder funktioniert? Computer, das Signal gefällt mir nicht, machen wir anders. Machen wir das Ohr da. Das. Gut, also wenn das kommt, dann weiß ich, jetzt ist es aufgeladen, jetzt kann ich wieder heimfahren. Weil ich muss das gefährlich, ich muss mich besser vorbereiten. Ich komme einfach nochmal die 80er Jahre, aber habe da mehr Kaffee dabei. Also ich bin vorbereitet, ich meine, ich wollte da bloß ein bisschen schauen, vielleicht dass aus irgendeiner Wohnung irgendeine gescheite, fetzige, funky Musik läuft oder Hip-Hop. Ich habe jetzt gescheit vorbereitet, oder die Blätter am Morgenmantel da, das war schon ein bisschen blöd von mir, da war ich ganz aufgeregt. Total schnell, gleich wie so ein Kind. An Weihnachten sofort ausprobiert, die Zeitmaschine. Also wie gesagt, ihr müsst warten. Also auf geht's.